Jesus hat einmal gesagt, wenn ich erhöht werde, werden alle Menschen zu mir ziehen. Er hat natürlich gemeint, wenn ich am Kreuz hänge. Und man fragt sich, wie attraktiv ist das? Jemanden anziehen, das gleiche latinische Wort, eben wie attraktiv, das hier in der Bibel verwendet wird, in dieser Bibelstelle. Und man muss sagen, auch ist es entweder etwas Abstoßendes oder echt doch nicht. Jedenfalls haben wir uns im ersten Teil damit beschäftigt, was die Leute so ein bisschen auf den Podest heben. Die verschiedensten Sachen begleiten uns in dieser Betrachtungsserie, was für Leute eben etwas Attraktives ist. Es ist nicht immer genau gleich bei Gott. Bei den Autos ist es auf jeden Fall nicht unbedingt so, dass sie einem den entscheidenden Lebensgewinn, den Qualitätsgewinn bringen für unser Dasein. Jesus nimmt sich auch eine Schrottlaube an, das ist etwas, was wir überlegt haben. Was attraktiv ist, ist sicher immer auch eine Frage vom Standpunkt. Es ist nicht für alle gleich. Wenn ich ein Fliege bin, dann ist für mich eine Kuhflade etwas sehr Attraktives. Der Erich Kästner hat gesagt, der Dichter, der immer die neuesten Entwicklungen ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Denn sie fliegen wie mit Engelsflügeln auf den ersten besten Mist und sie sind nicht mehr zu zügeln, wenn sie hören, dass was Mode ist. Also, das ist ein kleiner Übergang jetzt von der Kuhfläche auch noch zu der Mode. Aber wir wissen natürlich, Schönheit ist wahrscheinlich Attraktivität Nummer 1. In dieser Welt jedenfalls wird bis zu einem Drittel vom Konsumgüter, von der Menge für Konsumgüter, für solche Sachen, die der Schönheit und der Gesundheit dienen, am Aussehen, der Sportlichkeit etc. werden ausgegeben. Also eine riesige Menge lassen wir uns das kosten. Die Nahtstelle zwischen einer Person und der Welt ist das Aussehen. Zugegeben, das ist natürlich die Oberfläche, das ist das, was man daran sieht. Das ist so wie das Verbindungsstück. Da ging es dann nachher rein in die Person, aber das ist auf einmal das Aussehen und da lässt sich auch schon etwas machen, dass man ein bisschen besser aussieht, vielleicht ein bisschen jünger. Und das ist auch in Ordnung so. Man soll sich ja nicht irgendwie den Menschen unrasiert und ungestrahlt und grusig zumuten, sondern man soll etwas dafür tun, dass man auch die anderen nicht speziell ins Boxhorn jagt oder von sich wegtreibt. Und das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir ein Schönheitsideal haben übernommen aus der alten griechischen Zeit. Hier sehen wir noch so ein bisschen Überbleibsel von dem. Das lebt bis heute weiter in unserer Kultur. Wir sind sehr griechisch. Der Mensch, das schöne Wesen. Aber das Prinzip, das die Griechen allem zugrunde gelegt ist, war, dass sie gesagt haben, wenn etwas schön ist, ist es auch gut. Also muss man möglichst schön sein, dann wird der Charakter möglichst gut. Und das ist etwas, was nachklingt bis heute. Was schön ist, ist dann nachher auch gut. Soweit also die griechische Denkweise, Lifestyle oder Philosophie, wie man es nimmt. Ein riesen Pech für alle die schon über 40 sind. Von denen kann es nur noch nicht sein, nicht nur mit der Schönheit, sondern eben auch mit der Güte. Noch das grössere Pech für die geboren werden und nicht in das Schönheitsideal von einer jeweiligen Generation hineinpassen. Und noch das grössere Pech für die vielleicht mit einer Behinderung oder sonst irgendwie so mit Krankheiten geboren werden, die können gar nie gut sein, weil sie gar nie schön sein können. Aber das grösste Pech für die in diesem olympischen Rennen auf die grosse Schönheit der grossen Jungbrunnen dieser Welt immer ein bisschen die Hintersten sind und ständig frustriert werden, weil sie beim Casting rausfallen. Das hebräische Denken geht gerade den anderen Weg um. Da heisst es, was gut ist, ist ja auch schön. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Was gut ist ja auch schön, heisst, dass aus den Augen von jemandem Betagtem eine grosse Schönheit herausschauen kann, mit aus den Runzeln. Und so hat ein bekannter Pastor von Deutschland, den ich kenne, gesagt, sein grösstes Ziel sei, einmal in die Augen von der Mutter Teresa zu schauen. Und er hat sich das vorgenommen und er hat sie besucht und er hat das gemacht und er hat gesagt, das war eigentlich der schönste Moment von meinem irdischen Leben, soweit man das hier auf der Erde beurteilen kann. Der Moment, wo ich in die Augen geschaut habe, wo so viel Elend gesehen und trotzdem so voll Hoffnung, voll Liebe und voll Glück sind. Als Jesus erhöht war, haben sich auch zwei Augenpaare getroffen. Er hat in die Augen geschaut von dem, der neben ihm gehangen ist, ein grauenhafter Moment. Und trotzdem hat der andere in die Augen von Jesus geschaut und er gesehen, das ist etwas ganz anderes. Das ist zwar ein hässlicher Moment, aber das ist ein schöner Blick. Und schlussendlich hat Jesus sogar gesagt, denk an mich, wenn du mit deinem Reich kommst. Und Jesus hat geantwortet, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und da sehen wir, dass
Jesus doch sehr attraktiv war, weil attraktiv ist die Liebe, die sich erniedrigt, die nachher sogar verbühlt ist, die wüst wird, die in den Dreck gezogen wird, aber einfach das macht aus Liebe und das ist sichtbar nachher. Und das ist eigentlich etwas, was die Leute sagen, das ist sehr schön. Es ist etwas sehr Schönes, dass jemand so weit runtergegangen ist, für einem anderen die Hand entgegenzustrecken. Was sicher auch zu den grossen Attraktionen in jedem Volk gehört, sind so die Schlussspiele im Sport, wenn es zu einem Cup-Final kommt zum Beispiel. Das zieht die Masse an. Und obschon Thun jetzt ja ein ganz grosses neues Stadion am Bauen ist und nächstes Jahr sicher das die auch brauchen kann, wage ich so ein bisschen zu prognostizieren, auch der Cup-Final wird dort für Thun jetzt im nächsten Jahr nicht drin liegen. Und trotzdem, wir werden uns mit dem Thema von der Attraktivität vom olympischen Denken, vom Sportsdenken, auch noch ein bisschen auseinandersetzen.